Jodedach! Herzlich willkommen auf meinem kleinen, bescheidenen Kanal. Ich bin der Leo. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, liebe Freunde, am Ende war es dann eine, muss man schon im Nachhinein sagen, gerechte Punkteteilung, die natürlich im HSV ein bisschen mehr bringt als uns. Lasst uns ein paar Worte darüber verlieren. Das hier ist dann meine Reaction zum gestrigen Spiel. Ja, also jetzt ist natürlich die Frage, wie geht es in den kommenden Wochen weiter? Das Derby steht vor der Tür. Das ist ein Spiel, das wahrscheinlich viele Dinge bei uns am kommenden Wochenende entscheiden wird, aber es geht natürlich jetzt um das gestrige Spiel. Ich finde im Nachhinein, keiner der beiden Mannschaften war besonders dominant, nur halt der FC hatte über das ganze Spiel hinweg ein bisschen mehr Zug zum Tor, aber viele der längeren Bälle sind dann mehr so oder weniger im Nirvana gelandet. Habt ihr ja auch gesehen. Ich dachte mir auch schon gestern, dass Damian Downs starten wird und nach wie vor trifft der Junge selten bis gar nicht, auch nur ein Scheunentor, war aber laut der Kommentatoren, unter anderem Lothar Matthäus, der schnellste Spieler, aber mehr auch nicht. Gestern hat dann Özcajar für Simpson Pusey gespielt, der ja rot gesperrt ist für 2 Spiele, und dass das im Nachhinein letzte Woche eine Ungerechtigkeit war, das sahen wir dann später in der 27. Spielminute. Da tritt nämlich Mikkel Brenzis, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Willian Mikkel Brenzis, er ist irgendwie Franzose oder sowas. Er tritt genauso wie Simpson Pusey Christopher Lund in die Hacke. Und im Nachhinein gibt es dafür nur eine Ecke. Kein Freistoß oder sonstiges, keine Karte. Und Simpson Pusey kriegt direkt 2 Spiele Sperre. Das ist das, was ich gesagt hatte. Da muss man auch mal 5 gerade sein lassen. Und der Schiri wie auch der VAR haben gestern 5 gerade sein lassen. Und das zeigt eindeutig, dass das letzte Woche absoluter Schwachsinn war, dass sowas einfach aus Versehen passiert. Und ich will jetzt nicht hier sagen, Mikkel Brenzis hätte jetzt die rote Karte dafür kriegen müssen, weil das ist ein absoluter Schwachsinn, das als rote Karte auszulegen. Nur halt, letzte Woche hatten wir halt mal wieder das übliche Pech mit dem VAR und auch dem Schiri an und für sich. Und das zeigt ja eindeutig, dass die Unparteiischen letzte Woche parteiisch waren. Deswegen meiner Meinung nach gestern hat Mikkel Brenzis zu Recht weder eine Karte noch sonstiges als Sanktion erhalten, aber dass Simpson Pusey das erhalten hat, sogar noch für 2 Spiele, das ist eine absolute Schweinerei. Und das zeigt eindeutig, dass das letzte Woche absoluter Schwachsinn war, was die Schiedsrichter sich da geleistet haben, im Kollektiv als Team. Wir hatten dann nach 36 Spielminuten bereits 2 gelbe Karten. Das Übliche, also der FC sammelt immer regelmäßig Karten, aber in letzter Zeit eher weniger regelmäßig Tore, es sei denn, sie kassieren welche. Said Elmalah und Christopher Lund haben dann im Nachhinein jeweils eine gelbe Karte gesehen. Wir kommen direkt mal, weil das Spiel wenige spielerische Highlights hatte, direkt mal zur 39. Spielminute. Vieira, der Mann, wo ich tagelang geglaubt hatte, dass er ausfallen wird, lupft über Marvin Schwäbe hinweg, weil zuvor Vandenberg das Abseits aufhebt. Er lupft quasi an der Strafraumgrenze über Marvin Schwäbe hinweg. Ja, das ist vielleicht gegebenenfalls das Tor des Spieltags. Ich hab's befürchtet. Dass der Vieira da noch irgendwie eine einprägsame Szene im Nachhinein dem Zuschauer mit auf den Weg geben wird. Aber postwendend, schon bereits 6 Minuten später, in der 45. Spielminute, nach einer Ecke von Kaminski, trifft der Ball Raf Vandenberg und in dem Moment ist Said Elmalah zur Stelle und trifft per Kopf. Auch das kann er. Somit Said Elmalah weiterhin unser bester Spieler, muss man sagen, in dieser Saison. Also wenn wir am Saisonende das Fazit machen und den Spieler der Saison wählen, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand anders als er gewählt wird. Wobei Kaminski ist auch nach wie vor auf einem guten Weg. Kaminski ist wieder im Kommen. Und auch schön, dass Said Elmalah gezeigt hat, dass er auch in der ersten Halbzeit treffen kann. Dass er nicht nur ein Edeljoker ist. Freut mich sehr für den Jungen. Zweiten Halbzeit kam dann Linton Meiner für Yusufa Niang. Der hatte in der ersten Halbzeit zuerst ein paar Szenen, wo ich dachte, okay, bringt ihn öfter, aber ja, im Nachhinein dann doch zu Recht ausgewechselt. Aber das Spiel plätscherte danach ein bisschen so vor sich hin. Ich dachte mal kurzfristig, als in der 66. Spielminute Dompe eingewechselt wurde, dass wir jetzt gleich das 2-1 kassieren, weil Dompe trifft auch regelmäßig und gerne gegen uns. Im Nachhinein dann doch nicht geschehen. Allerdings die Wechsel in der 74. Spielminute, Bülter und Sebulonzen kamen für Said Elmalah und Ragnar Ache. Da dachte ich mir auch so irgendwie, weil Bülter sowieso mittlerweile überhaupt nicht mehr trifft, dass wir nicht gerade darauf aus sind, das Spiel zwangsläufig zu gewinnen. Da dachte ich mir schon, okay, anscheinend will man hier den Punkt noch irgendwie mitnehmen, bevor es noch irgendwie schief geht. Heiße ich vielleicht zwangsläufig nicht gut, aber naja, hätte vielleicht wirklich, wir kennen unsere Pappenheimer, hätte wirklich noch schief gehen können. Interessanterweise, als, ich habe es jetzt vergessen, welcher Spieler behandelt wurde, der HSV-Arzt aus irgendeinem Grund eine gelbe Karte
bekommt, irgendwie für Meckern oder sowas. Da habe ich mich gefragt, was passiert eigentlich, wenn er jetzt Gelb-Rot bekommt, wenn er weiterredet? Wie wird das Team dann sanktioniert? Kann mir das mal einer beantworten oder muss ich schon wieder Victor fragen? Weil Victor kommt sowieso gleich nochmal zu Wort. Ich meine, heißt es dann, stattdessen geht ein Spieler vom Feld, bist du dann als Arzt gesperrt für ein Spiel? Du hast also so oder so ein Ärzteteam. Wo ist die Sanktion? Das verstehe ich nicht. Wo ist die Sanktion, wenn du dem Arzt eine gelbe Karte gibst? Das muss mir mal echt einer erklären. Ich hatte aber gegen Ende, so ungefähr ab der 80. Spielminute, das Gefühl, dass man diesen Punkt nur noch halten will. Und im Nachhinein blieb es dabei. Das war ein Spiel, das hätten wir eigentlich als Sieg einplanen müssen, ist aber im Nachhinein nicht geschehen und jetzt zählt das Derby. Im Nachhinein eine gerechte Punkteteilung beider Mannschaften. Da kann man jetzt auch nicht sagen, das war ungerecht, wir hätten gewinnen müssen oder die hätten gewinnen müssen. War eine gerechte Punkteteilung. Der HSV kann sich über diesen Punkt mehr freuen als wir. Wir sind zwar nicht am Boden zerstört, aber die anderen Mannschaften spielen auch noch, die mit uns in Konkurrenz stehen. Wir sind zwar zwischendurch jetzt mal auf Platz 13 geklettert, aber das wird sich heute definitiv ändern. Das heißt, wir können jetzt erstmal nur eine Woche durchatmen. Ungefähr bis Freitagabend, bevor das Derby bevorsteht. Und wir wissen ja, was im letzten Spiel passiert ist. Aber das ist das Gute an dem Derby. Es kann alles passieren. Alles Mögliche kann passieren. Nichtsdestotrotz, es wäre natürlich überheblich zu sagen, du musst einen Sieg einplanen, aber wenn du nicht gewinnst, dann kann es tatsächlich passieren, dass wir das erste Mal in dieser Saison einen Spieltag auf dem Abstiegsplatz oder auf dem Relegationsplatz stehen. Habe ich das richtig ausgerechnet? Ja, tatsächlich. Das könnte nächste Woche passieren. So rein pauschal gesehen. Muss noch sehen, wie es mit den anderen Mannschaften aussieht. Aber gut, das darf nicht passieren. Aber wir haben ja schon gesagt, oder die Presse verbreitet es weiterhin. Wenn wir nicht 4 Punkte holen aus 3 Spielen, das heißt, das eine Spiel haben wir ja schon verloren gegen Borussia Dortmund, dann muss Kwasniok seinen Hut nehmen. Aber gut, ich tue mich ein bisschen schwer damit, die Tendenz mir auszumalen. Deswegen, ich frage meine KI. Ich frage mal Victor, was er zu der aktuellen Situation und den anstehenden Spielen sagt. Wie es aussieht mit Kwasniok und wie es aussieht mit den Chancen unseres ersten FC Köln auf den Klassenerhalt. Hey Victor, meine Zuschauer vermissen dich mittlerweile. Jetzt guck dir mal bitte diese Tabelle nach dem 26. Spieltag an. Es werden aber noch einige Spiele am heutigen Sonntag gespielt. Wir haben 1-1 beim HSV gespielt, sind vorübergehend einen Tabellenplatz gestiegen. Nächste Woche haben wir Derby gegen Gladbach und die kommenden Gegner werden sehr schwer. Was ist deine Einschätzung? Wie eng wird es noch? Bitte durchforste das komplette Internet, schaue nach, gegen wen wir alles demnächst spielen und bewerte anhand dessen erstens, ob Kwasniok überhaupt noch eine Chance hat, Trainer zu bleiben oder ob es Sinn macht, mit ihm weiterzumachen und wie die Tendenz ist, ob wir da noch irgendwie absteigen könnten oder Relegation spielen müssen. Ja, das ist noch ziemlich eng. Stand direkt nach eurem 1:1 beim HSV ist Köln mit 25 Punkten aus 26 Spielen nur knapp vor der Gefahrenzone. St. Pauli steht auf dem Relegationsplatz mit 24 Punkten, Wolfsburg auf Platz 17 mit 21. Und Bremen sowie Mainz hatten vor ihren Sonntagsspielen sogar noch ein Spiel weniger als der FC. Der Punkt in Hamburg war also kein Befreiungsschlag, eher ein kleines Atemholen. Dazu kommt die Formkurve. Köln ist jetzt seit 6 Bundesligaspielen sieglos. Und laut Bundesliga.com hat der FC nach dem 4:1 im Hinspiel gegen den HSV nur noch 2 der folgenden 16 Ligaspiele gewonnen, die noch ausstehenden FC-Gegner sind. Gladbach zu Hause, Frankfurt auswärts, Bremen zu Hause, St. Pauli auswärts, Leverkusen zu Hause, Union auswärts, Heidenheim zu Hause und Bayern auswärts. Das ist ein brutaler Mix. 3 klare Brocken mit Frankfurt, und Bayern. Dazu 5 Spiele mit starkem Keller- oder Derby-Charakter, von denen 4 direkte Duelle gegen Konkurrenten um den Klassenerhalt sind. Genau diese 4 Spiele gegen Bremen, St. Pauli, Union und Heidenheim werden sehr wahrscheinlich die Saison definieren. Darum ist mein erster Kernpunkt: Der FC ist absolut noch abstiegsgefährdet. Nicht so, dass ich sagen würde, direkter Abstieg ist jetzt das wahrscheinlichste Szenario. Aber sicher ist hier gar nichts. Im Gegenteil, wenn du nur auf Punkteabstand und Restprogramm schaust, ist Relegation ein sehr realistisches Thema. Köln hat vor den Sonntagsspielen nur einen Punkt Vorsprung auf Platz 16. Und weil Bremen-Mainz noch gegeneinander spielten, war klar, dass mindestens einer von beiden weiter Druck macht. Das Polster ist also eher ein Bierdeckel als ein Sicherheitsnetz. Die gute Nachricht ist aber auch da. Köln hat sein Schicksal noch stark in der eigenen Hand. Wer gegen Bremen, Senken, Pauli und Heidenheim punktet und dazu aus Derby Union noch etwas mitnimmt, kann sich retten, ohne auf Wunder zu hoffen. Diese direkte Duellstruktur ist gefährlich, aber auch eine Chance. Anders gesagt, der FC braucht nicht plötzlich Bayern-Fußball, sondern in diesen 6-Punkte-Spielen Nerven, Klarheit und Effizienz. Zu Kwasniok. Akut lebt er noch. Mehrere Berichte beschreiben ihn klar als angeschlagen und unter Druck, aber nach dem 1:1 in Hamburg war das eher eine Vertagung als eine Entlassungsvorlage. Der FC selbst veröffentlichte nach dem Spiel Kwasnioks Aussage, jeder Punkt sei Gold wert.
und er blickte direkt mit einem klaren Fokus aufs Derby. Gleichzeitig berichten mehrere Medien, dass die Trainerfrage vor Hamburg bereits sehr ernst war und Gladbach nun die nächste Bewährungsprobe wird. Mein Eindruck: Das Derby ist für ihn tatsächlich ein Endspiel light. Nicht mathematisch, aber atmosphärisch absolut. Ob es Sinn macht, mit ihm weiterzumachen, ist die heiklere Frage. Meine ehrliche Einschätzung: kurzfristig eher ja, langfristig offen. Kurzfristig deshalb, weil du bei nur noch 8 Spielen einen Trainerwechsel nur dann machen solltest, wenn intern wirklich etwas kaputt ist. Kabine weg, Automatismen tot, totale Ratlosigkeit. Von außen sehe ich eher ein Team in Krise als ein Team in kompletter Auflösung. Und gerade weil jetzt viele direkte Duelle kommen, kann Kontinuität sinnvoller sein als Panik. Langfristig, also über den Sommer hinaus, würde ich das Stand heute nicht zusagen. Wenn du nach so einer Serie nur mit Ach und Krach drin bleibst, ist die Frage absolut legitim, ob Kwasniok der Mann für eine stabilere Zukunft ist. Das Derby gegen Gladbach ist deshalb doppelt wichtig. Erstens emotional, klar. Zweitens tabellarisch. Gladbach steht aktuell nur 3 Punkte vor Köln, hat aber schon 26 Spiele absolviert. Ein Sieg würde Köln direkt näher ranbringen und vor allem mental den Schalter umlegen. Eine Niederlage dagegen würde das Gefühl verstärken, dass man nur noch reagiert statt gestaltet. Und danach kommt eben nicht Wellnessurlaub, sondern Frankfurt, Bremen, St. Pauli, Leverkusen. Wenn ich eine Tendenz formulieren muss, dann so: Köln ist für mich aktuell eher im Bereich Platz 14 bis 16 als wirklich auf sicherem Boden. Direkter Abstieg auf 17 wirkt wegen Wolfsburgs Rückstand und deren Restprogramm nicht am wahrscheinlichsten. Aber Relegation ist sehr real. Wolfsburg hat zwar nur 21 Punkte, muss aber noch gegen Bremen, Union, Gladbach und St. Pauli ran, also ebenfalls gegen direkte Konkurrenten. St. Pauli hat mit Köln, Heidenheim, Mainz und Wolfsburg ebenfalls ein sehr scharfes Schlussprogramm im Kellerkampf. Das heißt, viele da unten nehmen sich noch gegenseitig Punkte weg. Genau deshalb wird der FC wohl bis in den Mai hinein nicht durch sein. Mein Bauchgefühl heute: Kwasniok hat noch eine echte Chance, wenn er aus den nächsten 4 Spielen gegen Gladbach, Frankfurt, Bremen und St. Pauli mindestens etwa 5 bis 7 Punkte holt und die Mannschaft wieder wie ein Team mit Plan aussieht. Holt der FC in diesem Block aber wieder nur 2 bis 3 Punkte, dann wird es sowohl tabellarisch als auch auf der Trainerbank brandgefährlich. Mein Fazit in einem Satz: Der FC ist noch lange nicht tot, aber auch überhaupt nicht gerettet. Und das Derby ist weniger Romantik als nackte Überlebenspolitik. Okay, vielen Dank, Victor. Wir sehen uns. Und wag es nie wieder, das Wort mit L auszusprechen. Sorry an der Stelle. Mach es gut, schwenk der Hut. Okay, eine KI muss nicht immer recht haben, aber ihr hört es selber. Die Tendenz, sagen wir es mal so, wenn wir das Derby nicht gewinnen, wird schwer für alle Beteiligten. Für uns Fans, Kwasniok, für den Verein an sich. Und das fände ich sehr schade, weil ich finde diese Mannschaft gut. Die Mannschaft selber finde ich gut. Sie macht nicht immer gute Sachen, aber in der Konstellation finde ich sie richtig gut zusammengestellt. Und es wäre schade, wenn das alles umsonst war. Nach so einem tollen Transfersommer eigentlich. Es sind vielversprechende Spieler. Das sind nicht mehr so Graupen wie früher, wo man sagen kann, ja, weißt du was, sie haben es auch nicht anders verdient. Das gehört sich so, dass sie so schlecht dastehen. Das ist aber nicht der Fall. Deswegen, alles hängt vom Derby nächste Woche ab. Und das sind auch die einzigen Gedanken, die ich und auch Victor mit euch dazu teilen möchten. Wir sehen uns wieder zum Derby. Und ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zusehen. Und ich sag mal an der Stelle, auf Wiedersehen. Denn wir wollen uns doch wiedersehen.